Hey, mega schön, dürft da sein. Ihr dürft, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die aufschlagen. Beim 1. Mose, Kapitel 32. Ich möchte mit euch in die Geschichte eintauchen vom Jakob. Wir haben ja, wer erinnert sich an die Serie von Träume wie niemals zuvor? Okay. Es ist um den Josef gegangen. Heute geht es um einen Vater, nämlich den Jakob. Also 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Ab Vers 23. Eine unglaublich spannende Geschichte. Und ich möchte heute mit euch in die Geschichte eintauchen, wenn das okay ist für jeden von euch. Das ist super. Gut, dann bin ich froh. Lass uns zusammen lesen. 1. Mose, Kapitel 32, Vers 23. Noch in jener Nacht aber stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen, kannst du deinem Sitznachbar sagen, eine langt, seine beiden Mägde und seine 11 Kinder und ging durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und brachte sie über den Fluss, dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und der Mann sah, dass er Jakob nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk, so dass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und der Mann sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Da sprach der Mann zu ihm, wie heißt du? Und er antwortete, Jakob. Da sprach der Mann, du sollst nicht mehr länger Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gerungen und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, bitte nenn mir deinen Namen. Der Mann aber sagte, was fragst du nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. Und Jakob nannte die Stätte Peniel, denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. Die Sonne ging gerade auf, als er Peniel verließ, wegen seiner Hüfte hinkte er. Ich habe die Message von heute Abend getitelt, deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für heute Abend und ich lege dir einfach meine Worte an. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen von uns heute Abend berührst, dass du zu uns redest, dass du dich neu zeigst. Und ich wünsche mir so fest, dass wir deine Präsenz dafür spüren heute Abend durch dein Wort. Das ist nicht einfach ein altes Buch, das man vor 2000 Jahren geschrieben hat, sondern es ist ein Wort, das heute zu uns redet. Lass uns heute Abend hier besser rausgehen, als wir gekommen sind. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Alright. Wer hat schon mal mit seinen Eltern darüber geredet, wie ihr als kleines Kind sind? Okay, da kommen immer die krassesten Geschichten, oder? Bei mir, meine Eltern erzählen immer so gewisse Aspekte von mir. Und zwar sagen sie, dass ich sehr ein intensives Baby bin. Sehr intensiv. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Ich darf ja selber drucken, ich vergesse es. Da. Crazy Eyes. Okay, ich bin intensiv gelebt, ich habe intensiv existiert, ich habe immer geschwitzt, immer dreckig und immer auch ein bisschen lustig geschmeckt. Und was ich am liebsten gemacht habe, ich habe einen älteren Bruder, ich habe am liebsten gewrestelt. Gibt es solche, die gerne gewrestelt haben als kleine Kind? Ja. Mein Bruder hat es immer abbekommen, er hat nicht so Freude gehabt. Manchmal, wenn meine Eltern die Geschichte erzählen, klingt es so, als wäre ich ein bisschen wirklich verrückt gewesen. So ein bisschen, ja! Und mein Bruder hat so die ersten 3 Jahre von seinem Leben so verbracht. Mäßig cool. Und wer ich noch lieber gewrestelt habe als mein Bruder, ist mein Vater. Ich habe damals noch ein Foto von dem mitgebracht. Und ich habe es geliebt, ihn zu wresteln. Wir haben, als wir in diesem Alter waren, haben wir vor 2 Jahren in Amerika gelebt und mein Vater hat dort studiert. Wir sind einen Monat früher heimgekommen, also die Grossfamilie ausser. Mein Vater ist noch einen Monat länger geblieben und ist einen Monat später heimgekommen und alle haben ihn so fest vermisst. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, war, Baba, kämpfen. Also ich habe es geliebt, zu kämpfen. Und ihr kennt es vielleicht, wenn du schon mal mit deinem Vater gewrestelt, gekämpft, geringt hast, ist es immer so, dein Vater gibt sich so Mühe, so, liegt auf dem Boden, so, nein, machen wir nichts, du bist so stark und du hast das Gefühl, du bist so der Stärkste im Raum und du bist jetzt der ihn besiegt und du hast so viel Kraft und dein Vater ist so, nein. Und jeder von uns, wenn er das betrachtet, weiss, das ist kein fairer Kampf. Dein Vater hat Vaterkraft. Der kann dich einfach rausnehmen, wenn er will. Hat er auch einmal gemacht, hat mich eigentlich gepäckelt und dann so, stopp jetzt, weil ich nicht mehr aufgehört habe. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil wir sind bei dieser Jakobsgeschichte, die ich gerade vorgelesen habe, bei einer Geschichte, wo wir vielleicht das Gefühl haben, das ist ein Kampf auf Augenhöhe.
Und ich glaube aber nicht, dass das stimmt. Das ist kein Kampf auf Augenhöhe. Ich möchte euch zeigen, warum. Wir lesen im Vers 25 und 26. Und der Mann sah, dass er Jakob nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk. Berührte. So dass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Berührte. Nicht geschlagen auf seine Hüfte, sondern jetzt berührt. So. Und die Hüfte war los. Das ist ein Kampf nicht auf Augenhöhe. Der Mann kann Jakob zu jeder Zeit besiegen, wenn er will. Das ist kein Kampf auf Augenhöhe. Und es stellt sich natürlich die Frage, wer ist der Mann? Und im Laufe der Geschichte ist sehr viel daraus gemacht worden, wer ist denn der Mann? Und die ganz viele verschiedene Meinungen. Ich glaube, der Jakob sagt zu uns am Ende von dem Text, gegen wer er gerade gerungen hat. Zwar lesen wir im Vers 31, und Jakob nannte die Stätte Peniel. Denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davon gekommen. Der Jakob ist der Überzeugung, dass er mit dem allermächtigsten Gott gerungen hat. Strange. Bizarre Geschichte, oder? Es ist eine komische Geschichte. Und wenn wir sie auch so lesen, sind wir so, okay, wieso würde jetzt Gott runterkommen und mit dem Jakob ringen? Was passiert da? Und dass wir verstehen können, was in dieser Stelle passiert, bin ich überzeugt, müssen wir uns das Leben vom Jakob ein bisschen genauer anschauen. Weil das ist nicht das erste Mal, wo über Jakob geschrieben worden ist. Es gibt eine ganze Geschichte, die vorausgeht. Und mit euch möchte ich jetzt in die Geschichte eintauchen. Der Jakob, der ist ein Zwilling. Er hat einen älteren Zwillingsbruder. Haben wir Zwillinge im Haus? Ja, da hinten, okay. Er ist der Jünger von zwei Jungs. Sein älterer Bruder heisst Esau. Der Jakob, wo der Esau geboren wird, und der Jakob hebt sich an den Fersen fest, so sagt sie in der Bibel. Und darum nennen sie ihn Jakob. Das ist der Fersenhalter. Heisst das? Da denkst du, okay, lustiger Name. Was es wirklich heisst im Hebräisch, Fersenhalter, das ist ein Ausdruck, den man gebraucht hat, um zu sagen, du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger. Haben wir gesagt, du bist ein Fersenhalter. Also zum Beispiel, wie wenn du vielleicht zu einem Kollegen sagst, der dich hintergeht, du Schlange, oder irgendwie so etwas, du Judas. Ich weiß nicht, was ihr braucht, das sind meine Worte. So hat man Jakob gesagt, jemandem, der lügt und betrügt. Nicht so einen schönen Namen. Ich finde, er ist immer noch besser als der Name vom Esau. Der Esau bedeutet der Haarige. Der mit vielen Haaren. Meine Frage stellt sich, wenn ich so etwas lese, okay, wie haarig hätte der müssen sein, dass die Bibel es für wichtig haltet, ihn so immer wieder mal zu sagen, dass er so haarig ist. Das ist der haarig Esau. Und die Bibel macht also er ist so haarig, dass man sich überlegt hat, okay, wisst ihr, also man versucht zu rekonstruieren, wie hätte der Esau aussehen müssen. Und man ist fündig geworden. Ja, nein, das ist er nicht. Ich habe AI, künstliche Intelligenz, mal gefragt, ob sie mir den Esau mal zeigen kann. Schon ein bisschen realistischer. Genau. Und das ist spannend, weil die Bibel macht eine grosse Unterscheidung zwischen dem Jakob und dem Esau. Nicht nur, dass der eine haarig ist und der andere ein Lügner. Nein, der Esau ist so der, der gerne raus in die Wildnis geht jagen, der starke, mächtige, behaarte Mann. Und der Jakob, ja, der ist lieber drin. Und trinkt Tee mit seiner Mutter, putzt, kocht. Und das ist ein grosser Unterschied. Was wichtig ist, dass der Esau der Ältere ist. Und in der hebräischen Kultur zu dieser Zeit hat der Ältere zwei Vorrechte gehabt, die sonst niemand hatte in der Familie. Zwar hat er das Erstgeburtsrecht gehabt. Das heisst, wenn der Vater, der Isaac von ihnen, gestorben ist, hat der älteste Sohn alles geerbt. Sein Besitz, der weltliche Besitz, sein Status, sein Ruf. Der jüngere Sohn hat nichts bekommen. Was der ältere Sohn auch noch bekommen hat, nicht nur das Erstgeburtsrecht, nein, sondern auch noch den väterlichen Segen. Das ist wie so der geistliche Aspekt vom Erbe. Und am einen Tag entscheidet der Jakob, ich möchte das Erstgeburtsrecht. Und das ist eine faszinierende Geschichte. Für sie, die euch kennen, der Esau kommt heim vom Jagen, erschöpft, er ist am Verhungern und er sieht gerade rein zufälligerweise, wie der Jakob dort einen feinen Linseneintopf kocht. Und er kommt zum Jakob und sagt, ich habe so Hunger, gib mir ein bisschen von deinem Essen. Und der Jakob sagt, ja, du darfst haben von meinem Essen, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und der Esau sagt so, ich habe so Hunger, gib mir einfach den Linseneintopf, ist okay. Schlechter Trade, schlechter Deal für alle. Aber sind wir mal ehrlich, wir wissen alle, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, oder? Mach keine grosse Entscheidung, wenn du Hunger hast. Kommt nur schlecht aus, der Esau macht es uns vor. Ein bisschen später stirbt der Isaac. Es heisst in der Bibel,
Der Isaac hat nicht mehr so gut gesehen, ein alter, zerbrechlicher Mann, nicht mehr so gut gesehen. Und er hat den Esau zu sich gerufen und gesagt, ich sterbe jetzt dann, gang du mir noch mal etwas jagen, du es mir zubereiten und dann werde ich dich mit dem Väterlichen, sagen, mit dem zweiten von diesen Sachen, noch segnen. Der Jakob bekommt das mit und während der Esau am Jagen ist, macht er und seine Mutter einen Deal und sie überlegt sich, wie können wir den väterlichen Segen holen. Und die Mutter sagt, ja, well, okay, dein Bruder, der Esau, ist sehr haarig, also lass uns Tierhaut nehmen und über deine Arme legen und du redest einfach ein bisschen tiefer und dann merkst dein Vater nicht, dass du nicht der Esau bist. Strange Geschichte, aber es ist denen faszinierend, oder? Und es passiert, der Esau kommt rein und der Isaac sagt, Esau, bist du das? Und Jakob sagt, ja voll, ich bin der Esau, oder? Und er kommt rein und der Vater berührt seine Haut und er segnet den Jakob anstelle vom Esau, weil er es nicht merkt. Der Esau kommt heim und sein Herz ist zerrissen, weil er weiss, Jakob hat ihm nicht nur sein Erstgeburtsrecht genommen durch Manipulation, sondern er hat ihm auch betrogen und den väterlichen Segen gestohlen. Und er im Moment von der absoluten Klarheit schwört sich der Esau, ich werde ihn töten, der Jakob. Und darum muss der Jakob fliehen. Und er flieht zum Laban ins ferne Land, das ist ein Verwandter. Und er wird dort angestellt, schafft dort und er wirft das Auge auf die eine Tochter. Sie heisst Rahel, sie ist mega hübsch, sagt die Bibel. Und er findet sie mega schön. Die Rahel hat noch eine zweite Schwester, also eine ältere Schwester, die Lea. Wir haben es schon mal gehört vor 2 Wochen. Der Michi Sieber hat gesagt, sie hat eine krumme Nase gehabt. Die Bibel sagt, sie hat glanzlose Augen gehabt. Was so viel heisst, sie war jetzt nicht die hübscheste. Nein, das passt nicht. Wir brauchen das Nächste. Ja, besser. Sie war nicht die hübscheste. Und der Jakob geht zum Laban und er sagt, ich möchte deine Rahel heiraten. Und er sagt, okay, ich arbeite einfach 7 Jahre für mich. Der Jakob macht's. Und nach 7 Jahren Hochzeitsnacht, beste Zeit von seinem Leben, er wacht auf und zu seinem grossen Schock wacht er nicht neben der Rahel auf, sondern neben ihr. Und er geht zum Laban, du hast mir die Lea gegeben und nicht die Rahel. Und der Laban sagt, ja, weisst, ich kann einfach die ältere Zisch verheiraten. Aber wenn du nochmal 7 Jahre für mich schaffst, dann bekommst du auch noch die Rahel. Die Jakob macht's. Was so interessant ist, der Lügner und Betrüger wird betrogen. Der Jakob erntet, was er gesät hat. Und er heiratet die 2 Töchter und Gott segnet ihn. Sein Besitz wächst und irgendwann hat der Laban das Gefühl, hey, der hintergeht mich doch. Und er sagt, ich muss den töten, der nimmt mir meine Weide weg, meine Tiere, alles. Darum muss der Jakob flüchten und dann kommt die Geschichte, wo der Gott nachher zum Laban redet und sagt, nein, tu ihn nicht töten, sondern segnen und sie ihre Beziehung wiederherstellen. Aber dort entscheidet der Jakob, dass er mit seiner ganzen Familie, mit seinen Söhnen und mit seinem Besitz, alles was er hat, geht er heim. Er will heim, zurück. Und das ist, liebe Freunde, wo unsere Geschichte im Genesis 32 einsetzt. Weil ganz kurz vorher erfährt der Jakob, dass der Esau ihm entgegenreitet mit all seinen Männern. Und ihr wisst, was der Esau geschworen hat beim letzten Mal. Ich werde dich töten. Und der Jakob schickt all sein Hab und Gut voraus, seine Frauen. Man nimmt an, weil er das als Geschenk am Esau möchte geben, um die Wiederversöhnung zu haben. Und er bleibt alleine zurück. Und das ist, wo die Geschichte, wo wir lesen im Genesis 32, einsetzt. Weil es ist so, dass bevor der Jakob heimgehen kann, muss er sich mit dem Esau auseinandersetzen. Wie viele von euch wissen, dass das gilt, glaube ich, für uns alle, wenn wir in die Zukunft gehen, wo Gott für uns hat, dann müssen wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Sonst verfolgt sie uns. Und ich bin fest überzeugt, dass das stimmt. Um in die Zukunft zu gehen, wo Gott für dich hat, musst du zuerst mal zurück in deine Vergangenheit. Wir sehen es beim Jakob. Ich habe vor 3 Jahren mich in eine wunderschöne Frau verliebt. Sie hockt da hinten. Du musst jetzt nicht aufstehen. Und ich habe recht schnell gewusst, ja, ich heirate sie. Sie hat es auch gewusst, recht schnell, glaube ich. Ja, sie hat es schnell gewusst. Und wir haben uns nach einem Jahr verlobt. Und wir haben gewusst, wir wollen dort an, dass wir heiraten. Und in unserer Verlobungszeit, vor einem Jahr, sind wir wie nicht weitergekommen. Wir haben angefangen zu streiten, wir haben uns angefangen zu zermürben. Wir haben gemerkt, wir haben gar nicht gewusst, was machen. Wir haben aneinander vorbeigeredet, wir sind wie nicht weitergekommen. Und es war so frustrierend gewesen. Aber wir haben beide gewusst, wir lieben den wir wollen heiraten, wir wollen zu dieser Ehe hin, aber wir haben nicht gewusst, wie. Und wir haben für ein knappes Jahr haben wir Paarseelsorge gemacht, wo wir haben zurück
in die Vergangenheit. Zurück in die Vergangenheit schauen, in unser Familiensystem, wie wir aufgewachsen sind, was uns ausmacht, was uns geprägt hat, um besser zu verstehen, warum wir jetzt nicht weiterkommen. Und es war so hilfreich gewesen. Es war so hilfreich gewesen. Wir müssen in unsere Vergangenheit zurück, um in die Zukunft gehen, die Gott für uns hat. Und ich glaube, vielleicht hockst du heute da oder schaust online zu, unten im Club oder daheim. Gewisse von euch sind schon so lange am Rennen von der Vergangenheit. Schon so lange am Rennen. Und ich glaube, heute am Abend ist der Abend, wo du heimkommen kannst. Aber dass du heimkommen kannst, musst du dich zuerst mit dem Esau in deinem Leben auseinandersetzen. Und ich glaube, der Jakob macht uns das vor jetzt, was es bedeutet, sich seiner Vergangenheit zu stellen, mit Gott zusammen. Was ich liebe, ist, dass die Geschichte, die Begegnung zwischen dem Jakob und Gott findet. Schaut mal, wo sie stattfindet. Sie findet nicht statt, nachdem sich der Jakob mit dem Esau getroffen hat. Sie kommt vorher. Und ich glaube, so viele Christen, so viele Menschen haben das Gefühl, bevor sie in die Präsenz von Gott kommen können, in die Gegenwart von Gott kommen können, müssen sie zuerst mit allem in der Vergangenheit aufräumen, alles bereinigen, alles besser machen. Zuerst mal schauen, dass die Pornografiesucht mal bereinigt ist, dass mal all die Sachen, wo sie schlecht finden, dass das alles bereinigt wird. Und dann kommst du in die Präsenz von Gott. Liebe Freunde, das ist genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, du kommst zu Gott nicht mit einer weißen Weste, nicht mit allem, was du gut kannst, nicht mit dem Status oder deinem Ruf oder deinen Stärken. Nein, du kommst in deiner Schwäche. Echt, authentisch, mit allem, was dich betrifft. Mit all deinen Lasten aus deiner Vergangenheit. Amen. Die Leute, die das sagen, die haben das Gefühl, wenn sie so würden kommen, wie sie sind, dann würde Gott sie verdammen und sie ablehnen. Aber lass mich dir heute Abend sagen, Gott liebt auch deine Fehler und deine Schwächen. Und du darfst zu ihm kommen, bevor du mit deiner Vergangenheit aufräumst. Und komm echt, weil Gott kann nicht verändern, wer du vorgibst zu sein. Komm echt. Nicht zeig dein beste versteckte Reste. Komm echt, werd ehrlich. Wir sehen das auch beim Jakob. Wir lesen, wie der Jakob zu Gott kommt. Und jetzt, der Jakob checkt etwas nach seiner ganzen Geschichte. Sein ganz Lug und Betrug, alles, was er gemacht hat. Er checkt, hey, ich kann keinen einzigen Schritt mehr machen ohne Gott. Und wir sehen das im Vers 27. Und der Mann sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Habt ihr gemerkt? Er kann nicht mal mehr kämpfen. Er hält sich nur noch an Gott fest. Weil er gemerkt, er kann wortwörtlich keinen einzigen Schritt mehr machen ohne Gott. Er gemerkt, ich brauche Gott. Das Pattern, das System, die Vergangenheit kann ich nicht durchbrechen ohne Gott. Wir lesen im Vers 28. Da sprach der Mann zu ihm, wie heißt du? Und er sagte, Jakob. Im Hebräischen kann das heißen, wenn Gott ihn fragt, wie heißt du, kannst du auch übersetzen als, wer bist du? Gott fragt den Jakob nach seiner Identität. Wer bist du? Wer bist du? Der Jakob sagt, der Jakob. Und ihr wisst, was Jakob heißt. Der Jakob sagt, wenn er seinen Namen sagt, gleichzeitig, er ist der Lügner. Ich bin der Betrüger. Und er ist ehrlich. Er ist ehrlich. Er sagt, ich bin der Lügner und der Betrüger. Und was so krass ist, dass er das jetzt selber glaubt, dass er das ist. Ich bin der Lügner. Ich bin der Betrüger. Irgendwie scheint es, als wäre der Jakob zum Entschluss gekommen, dass er genau nur das ist. Ist es nicht interessant, dass wenn etwas genug sich wiederholt in deinem Leben oder wenn etwas genug über dir ausgesprochen wird in deinem Leben, dass du das irgendwann fast anfängst zu glauben, dass das stimmt und dass du das bist? Wenn die Leute genug sagen, du bist dumm, irgendwann fängst du es anfangen zu glauben. Und es wird zu deiner Identität. Der Jakob glaubt das auch. Er glaubt, dass er jetzt der Lügner und Betrüger ist. Und das Spannende ist, wenn du so Sachen annimmst, die dich immer wieder wiederholt haben und die immer wieder über dir ausgesprochen sind,
das, was du über dich selber glaubst, ist fast das Wichtigste in deinem Leben, weil du nimmst das überall mit. Du nimmst das in jeden Raum, wo du hingehst. Und du wirst dich auch immer danach verhalten, so wie du redest, wie du denkst, wird immer aus dem herausfließen, was du von dir selber denkst. Von deiner Identität. Und wir alle haben das. Alle von uns haben Sachen akzeptiert in unserem Leben, die unsere Identität ausmachen, aber die vielleicht nicht mal wahr sind oder die wahr sind, aber die wir nicht schütteln können. Ich habe das so erlebt, dass ich bin der Mittler, das Mittelkind. Haben wir andere Mittelkinder im Raum? Ja, die Besten. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und als kleiner Bub habe ich gedacht, dass meine Schwester eine super Beziehung mit meiner Mutter und mein Bruder hat eine super Beziehung mit meinem Vater. Und ich bin so zwischendrin. Und als Kind beobachtest du unglaublich viel, aber du interpretierst sehr schlecht. Und was das bei mir ausgelöst hat, war, eigentlich braucht es mich nicht. Heute weiss ich, meine Eltern haben kein Lieblingskind gehabt, aber damals habe ich das so interpretiert. Eigentlich braucht es mich nicht. Eigentlich braucht es mich nicht. Und du nimmst das überall mit und es repetiert sich immer wieder. Ich hatte einen Freund in der Primar, der mir ganz klar in mein Gesicht gesagt hat, er verbringt lieber Zeit mit meinem Bruder als mit mir. Obwohl er mit mir in der Klasse war. Und ich habe immer gedacht, wenn ich in einen Raum hineinkomme, dass grundsätzlich die Leute, die dort sind, die hätten es eigentlich besser ohne mich. Dass wenn ich in einen Raum hineinkomme, ich mache ihn schlechter. Der Raum ist schlechter mit mir. Und wenn die Leute wirklich frei entscheiden können, dann würden sie mich zurücklassen und sie würden lieber mit jemand anderem Zeit verbringen. Das ist ein scheiß Mindset. Und ein richtig dreckiger Glaube über sich selber. Weil es ist nur noch ein Schritt davon entfernt, zu sagen, ja, wieso braucht es mich denn auf dieser Welt? Was ist es bei dir, was du angenommen hast? Über dein Leben und was du glaubst und was sich einfach immer wieder repetiert hat, was aber eigentlich nicht zu dir gehört. Der Jakob ist zum Schluss gekommen. Das ist, wer ich bin. Ich manipuliere. Ich belüge Menschen. Ich stelle und lüge, dass ich immer das bekomme, was ich will. Das ist, wer ich bin. Vielleicht bist du in deinen Mitte 20er, Ende 20er und du merkst, hey, keine Freundschaft bleibt. Es muss an mir liegen. Ich kann einfach keine Freundschaften längerfristig pflegen. Das ist einfach, wer ich bin. Vielleicht ist es ein Wort, das vor Jahren über dich gesprochen worden ist. Und du sagst, ja, das ist einfach, wer ich bin. So bin ich definiert. Das ist, wer ich bin. Du definierst dich über das, was andere von dir denken und was andere über dich sagen. Oder vielleicht ist es auch, dass du nur glaubst, du bist etwas wert, wenn Männer dir Aufmerksamkeit geben. Oder umgekehrt Frauen dir Aufmerksamkeit geben. Dann bist du etwas wert. Was ist es bei dir? Beim Jakob war es, ich lüge und ich betrüge und das ist, wer ich bin. Was ist es bei dir? Dann kommen wir zum wichtigsten Vers, ich glaube, in dieser ganzen Stelle. Und dort heisst es im Vers 29, da sprach der Mann, du sollst nicht mehr länger Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Kann ich dir heute sagen, dass wenn du Gott triffst, in dem Moment, wo du ehrlich wirst, was du das Gefühl hast, definiert dich, dann sagt er zu dir, nicht mehr länger. Nicht mehr länger. Die 3 Worte sind die mächtigsten Worte, die ich glaube, können wir haben in so einem Moment. Nicht mehr länger. Nicht mehr länger. Wenn du Gott triffst in dem Moment von dieser Brochenheit und von dieser Schwäche, wenn du ehrlich zu ihm kommst, was du das Gefühl hast, du bist, dann wird er sagen, nicht mehr länger wird sich der Fehler in deinem Leben repetieren. Nicht mehr länger wird der Fehler dich definieren. Nicht mehr länger wirst du irgendwie eingekerkert sein von dem, was die Leute über dich sagen. Und nicht mehr länger wird sich die Geschichte von deiner Familie wiederholen. Nicht mehr länger. Und plötzlich merkt man, wenn man das liest, wenn man die Stelle liest, merkt man, ui, das ist ja gar keine Stelle einfach über den Mann Jakob vor 2000 Jahren, wo Gott einfach zum Jakob redet. Nein, es ist eine Stelle für dich und für mich. Und Gott redet heute zu dir. Nicht mehr länger. Was ist es in deinem Leben, was du nicht schütteln kannst, was sich immer und immer und immer und immer wieder wiederholt und es verletzt dich und es verletzt Menschen um dich herum? Was ist es bei dir? Die Angst, die dich krüppelt, die Angstattacken, die du nie schütteln kannst,
Sachen, die du immer wieder falsch machst und du kannst nicht entkommen. Es muss nicht so bleiben. Und es wird dich nicht für immer regieren. Ich glaube fest heute Abend, die Linie ist für dich. Nicht mehr länger. Was ist es bei dir? Und ich will, dass wir jetzt einen Moment machen, wo du auch sitzen kannst. Und ich glaube, die einen oder die anderen haben schon, während ich geredet habe, schon das Gefühl, ja, das ist es. Ich weiss, was es ist. Das ist nicht mehr länger. Du kannst dein Handy vornehmen, du kannst Notizen aufmachen, du kannst das aufschreiben. Lass uns einen Moment Zeit nehmen und wir jetzt auch darauf vertrauen, das ist ein heiliger Moment. Das ist ein Moment zwischen Gott und dir und vielleicht bringt er etwas zur Oberfläche. Vielleicht weisst du es schon. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Was haben wir falsch über unsere Identität angenommen, was nicht zu uns gehört? Jetzt nehmen wir den Moment, wo das Sondern im Fokus steht. Weil ich glaube, Gott sagt oft nicht einfach nur nicht länger, dann sagt er auch, was ist jetzt die neue Richtung, wo du einschlagen darfst. Nimm den Moment, tu dich nicht unter Druck setzen. Wir haben nachher auch noch Worship, du hast auch noch mehr Zeit, um über das nachzudenken. Aber nimm einen Moment zwischen dir und Gott. Welche Richtung möchte er, dass du einschlägst? Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich glaube fest, dass Gott jetzt am Schaffen ist. Lass uns den Moment wirklich auch so behandeln. Es ist ein heiliger Moment, wenn Gott neue Richtungen gibt. Und was du jetzt machen darfst, ist, wir werden jetzt gerade in den Worship gehen. Und wenn du jetzt nichts gehört hast, möchte ich dich beruhigen. Wenn du auch nichts aufgeschrieben hast, möchte ich dich auch beruhigen. Du darfst jetzt einfach in die Präsenz von Gott kommen und ihn anfangen anbeten für den, wo er ist. Wenn du etwas gehört hast, dann würde ich dich ermutigen, dann nimm doch einen Kollegen oder eine Kollegin neben dir und tauscht es geschwind aus und segnet einander, betet füreinander, sprecht das übereinander aus. Manchmal muss man das auch noch mit seinen Ohren hören. Also nimm einfach einen Kollegen oder eine Kollegin, wenn du niemanden hast, der gerade mit dir da ist oder vielleicht auch nichts gehört hast und jetzt bist du ein bisschen frustriert, das ist okay. Wir haben ein Gebetsteam, das da auf dich wartet. Und ich würde dich ermutigen, komm doch dort rüber. Sie können auch mit dir zusammen noch hören, sie können dich segnen, sie können auch für dich das über dir aussprechen. Lass uns vor unseren Gott kommen, in unserer Echtheit, in unserer Schwäche. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich führst, dass du übernimmst, dass du leitest. Wir lieben dich, wir kommen echt vor dich. Unsere Herzen liegen offen vor dir. Tu, was nur du kannst tun. Vater, bring eine neue Richtung in unser Leben hinein. Richte uns neu aus. Löse die Sklaverei von unserer Vergangenheit
und richten uns neu aus auf eine neue Zukunft. Wir vertrauen dir und wir lieben dich. Lass uns zusammen worshipen und jetzt auch in die Präsenz kommen. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.